Hey, herzlich willkommen auch von meiner Seite, auch hier in der Lounge, kleiner Saal und die Hause. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ein guter Entscheider. Entscheidungen fallen mir schwer und darum, ich habe einiges gelernt über Entscheidungen dadurch, dass ich durchgegangen bin durch die. Und ich möchte ein bisschen etwas von dem Teil auch von meinem Leben. Wenn man zurückschaut auf eine Entscheidung, eine schwierige Entscheidung, sagt man, es war so einfach gewesen. Wenn ich so zurückschaue, ist ja klar gewesen, was der Weg war. Ist ja klar, ich habe mich mega schwer da mit meiner Entscheidung zum Heiraten. Heute würde ich sagen, hey, wie habe ich nur so Tomaten auf den Augen können haben? Wie habe ich nur nicht sehen, dass sie meine Frau ist? Das ist jetzt 18 Jahre her, seit wir uns kennengelernt haben. Aber wenn du drin bist in der Entscheidung und du merkst plötzlich, hey, heiraten, das ist fürs Leben, wow, ist sie wirklich die Richtige? Und du kennst dich selber noch nicht so gut, weißt nicht so gut, wie du tickst, wie deine Emotionen ticken und du kennst Gott nicht so gut, wie er uns leitet, wie er zu uns redet. Dann kann man schon sehr ins Zittern kommen, bei Entscheidungen, die eine grosse Tragweite haben, bei Entscheidungen, die nicht so klar sind, bei Entscheidungen, die schwerwiegend sind. Und das ist für mich persönlich, wir haben fast 4 Jahre datet mit Unterbrüchen, immer wieder 1-2 Mal mich daraus rausgezogen, hey, ich bin nicht ready, ich bin nicht parat für den Schritt. Sie hat natürlich Tränen vergossen, für mich war es eine schwierige Zeit gewesen. Und über das reden wir heute, schwierige Entscheidungen zu treffen. Dort, wo es nicht einfach schwarz und weiß gibt. Nicht einfach richtig und falsch, sondern wo du das Gefühl hast, hey, manchmal, ich bin wie im Nebel in einer Entscheidung inne. Ich weiss nicht, wo hinten und vorne ist. Wo du vielleicht Angst hast, weil du sagst, hey, wenn ich jetzt mich auf die oder auf diese Seite entscheide, dann hat das riesige Konsequenzen für mein Leben. Und so wollte ich uns ein bisschen reinnehmen. Und darum, bevor wir loslegen, möchte ich dich bitten, nimm dir eine Entscheidung so ein bisschen vor Augen in dieser Predigt, wo du ein bisschen durchdenken tust. Vielleicht ist etwas vor dir, wo schwierig ist. Ich denke so, vielleicht hast du die Berufswahl von dir, eine Entscheidung, die deine Karriere bestimmt, die dein Leben bestimmt. Vielleicht ist es, wie damals bei mir, wer ist die Richtige oder der Richtige? Vielleicht ist es eine Entscheidung, wo du sagst, hey, ich will eigentlich meinen Job wechseln, ist das der richtige Zeitpunkt zum Künden? Ist das weise in dem Moment? Ein schwieriges Gespräch, das du vor dir hast? Gerade Menschen, die uns lieb sind, ist es manchmal schwierig, wenn wir heikle Sachen ansprechen müssen, dass die Freundschaft nicht kaputt geht, dass wir gleich ehrlich sein können, ein guter Freund sein. Und vielleicht findest du in letzter Zeit den Schlaf nicht, weil eine Entscheidung vor dir steht, die dir Mühe macht. Vielleicht ist es eine Gesundheitsentscheidung für oder gegen eine Operation. Oder vielleicht sind es Fragen von Finanzen, von Vorsorge, wo du denkst, hey, so wie ich jetzt entscheide, das hat einen Einfluss für die nächsten 30 Jahre. Und das sind so die schwierigen Entscheidungen. Wenn nichts gerade so ansteht, kannst du auch zurückschauen auf eine Entscheidung, die du getroffen hast. Und heute mit mir einmal zusammen ein bisschen auswerten. Hast du sie gut getroffen? Oder hätte man sie noch besser treffen können? Bist du bereit? Okay, alle Entscheidungen vor euch? Gut, dann starten wir. Und zwar möchte ich euch 5 Entscheidungshilfen geben. Nimm mal deine Hand führen. Schau mal deine Hand an. Wer würde gern nur einen Daumen an der Hand haben? Oder nur einen kleinen Finger? Niemand von uns, oder? Wir sind alle froh um 5 Finger. Und so glaube ich, in diesen Entscheidungen hat es 5 Hilfen, die wir alle brauchen. Alle brauchen. Nicht nur eine, sondern alle 5. Die erste Entscheidungshilfe sind die spezifischen Gebote von Gott. Es gibt gewisse Sachen, die sind schwarz-weiß und die gibt uns Gott in seinen Geboten, um uns zu schützen und uns zu segnen. Gott sagt, hey, schau, das ist der Rahmen und wenn du da hinein lebst, kann dein Leben aufblühen. Wenn du darüber ausgehst, das ist nicht das, was ich mir für dich wünsche, weil dann geht es dir schlecht, dann wirst du Konsequenzen haben, du wirst sehen, was du geerntet hast im Negativen. Das ist deine Verantwortung, die du trägst. Und Gott sagt, hey, schau, das ist der Rahmen. Wenn du Gott noch nicht vertraust, wenn dir die biblischen Gebote nicht viel sagen, dann gibt es wahrscheinlich einen anderen absoluten Rahmen, wo du sagst, das ist richtig und das ist falsch. Vielleicht sind das unsere Landesgesetze oder das sind deine Werte, die du hast. Aber wir haben so einen Rahmen, der uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Wenn wir schwierige Entscheidungen treffen, würden wir uns wünschen, das erlebe ich oft als Christ, dass Gott alle Entscheidungen irgendwo in der Bibel aufgeschrieben hat, was wir machen sollen. Gott, wenn du nur könntest sagen, eben wie gesagt, wenn ich heiraten
Wenn der Name nur schon in der Bibel drin steht, dann würde es mir so einfacher fallen. Und wir wünschen uns so einen Katalog, aber Gott ist ganz anders. Gott will nicht, dass du nach einem Regelkatalog entscheidest, sondern dass du ihn kennenlernst. Dass du seine Gedanken, seine guten Absichten kennenlernst. Und darum schreibt er nicht alles auf, was du wissen willst, sondern er lädt dich ein, komm, lies mein Wort. Und wenn du die Bibel regelmäßig liest, wirst du sehen, es gibt Gebote, die Ausnahmen haben. Wenn du das Leben von Jesus verfolgst, dann geht er an einem Sabbat in die Synagoge und er übertritt, zumindest auf eine äußerliche Art und Weise, Sabbatgebot, weil er ruht nicht und er fängt an zu arbeiten und er tut ein heiliges Wunder. Und er sagt, schau, wie kann ich am Sabbat einfach das Ruhegebot formell einhalten, wenn da ein Mann ist, der seit 30 Jahren krank ist und muss gesund gemacht werden? Wie würdest du nicht jemandem das Leben retten und ein Stück weit, wie es sagt, das Gebot brechen und sagen, hey, das, was da ansteht an einer Situation, ist viel wichtiger als das Sabbatgebot, das grundsätzlich gut ist. In einer anderen Situation sagt Jesus, hey, ich wünschte, wir alle würden Ehen haben, die sich nicht scheiden lassen. Aber in gewissen Situationen lässt mein Vater im Himmel Scheidung zu, weil die Situationen, wo ein Ehepaar drin lebt, so schlimm ist, dass Gott einen Ausweg schafft. Gott sagt, wegen der Härte von unserem Herz hat er Scheidung zulassen. Das heisst, es gibt Gebote, die gewisse Ausnahmen haben. Und wenn wir so ein bisschen Jesus zuschauen, haben wir den Eindruck, er kennt Gott so gut, dass er rausgespürt, welche Gebote sind wie gewichtet. Oder wenn es zwei schlimme Alternativen gibt, um zu sagen, hey, wähl das kleinere Übel. Gerade weil ich weiss, dass die Welt kaputt ist, dass wir Sünder sind. Wähl das kleinere Übel. Das heisst, wir brauchen immer wieder in der Bibel und wenn wir Jesus kennenlernen, einen Leitfaden, wie können wir abwägen, was das Wichtigste ist. Und das führt uns zu der zweiten Entscheidungshilfe und das sind Prinzipien aus Gottes Wort. Gott gibt uns einen Rahmen mit absoluten Gebot und innerhalb von dem leitet er uns auch durch Prinzipien. Zum Beispiel 1. Korinther 6 ist es, Vers 12. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Also was ist alles erlaubt? Innerhalb von der spezifischen Gebot von Gott ist alles erlaubt. Aber Gott sagt, wegen dem ist noch alles nicht gut für dich, nicht weise für dich. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Los, die Bibel sagt nicht, dass du nicht ins Casino darfst, um dein Geld zu spielen. Aber wenn du Suchttendenzen hast, ist es ganz, ganz dumm, ins Casino zu gehen. Du sollst dich von nichts beherrschen lassen. Eine Person, die unverheiratet ist und eine Beziehung hinter sich hat, deine Beziehung ist in Bruch gegangen und du überlegst dir, was sagt auch die Bibel, wie schnell darf ich wieder eine neue Beziehung eingehen? Die Bibel sagt nichts darüber. 1 Jahr, 1 Tag, 1 Monat. Die Bibel sagt nichts. Sie sagt, es ist zwar alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Wenn du dich in eine Beziehung hineinstürzt, kaum ist die alte vorbei, ist es sicher nicht gut für dein Leben. Du hast weder den Schmerz verarbeitet, noch gesehen, was du selber falsch gemacht hast. Es gibt ein anderes Prinzip in 1. Korinther 10, Vers 31. Was immer ihr tut, das tut zu Gottes Ehre. Ist ein Prinzip, das uns leiten soll. Die Bibel sagt nicht, ob du dir ein teures Ferienhäuschen leisten sollst oder wie viel Zeit dass du in deine Karriere sollst investieren. Aber sie gibt dir ein Prinzip mit und fragt, hey, tust es du zu deiner Ehre oder kannst es du zur Ehre von Gott tun? Und so lernen wir, ich meine, nächste Liebe, die Liebe zu Gott, sind Prinzipien, die unser Leben leiten, dort, wo die Bibel nicht spezifisch hineinredet. Dann die dritte Entscheidungshilfe, das sind Fakten. Das ist etwas, wo wir Christen, das fällt mir auf, ein bisschen mehr Mühe haben, weil wir sagen so schnell, oh Gott, red doch einfach im Gebet zu mir, was ich tun soll. Dann muss ich mich nämlich nicht mit den Fakten auseinandersetzen. Oder mach du ein Wunder, mach mich gesund zum Beispiel, dass ich mich nicht mit medizinischen Details umschlagen muss. Aber manchmal macht Gott das nicht. Sondern wir sind gerufen, weil wir einen Verstand bekommen haben, der komplexe Zusammenhänge versteht, weil Gott die Welt gut geschaffen hat, weil Gott so, ich sage jetzt mal, ganz irdische Gesetzmäßigkeiten gegeben hat in unserer Welt, sagt, hey, gang dahinter, bist fleissig, such Fakten und triff eine gute Entscheidung. Wenn du ein Haus willst kaufen,
Es sei denn, du bist super reich, aber dann musst du einen Plan haben. Du musst wissen, was sind die Fakten. Wie viel verdiene ich, wie viel kann ich sparen, wie viel habe ich auf der Seite, was bedeutet das für in 20 Jahren. Du musst Fakten holen. Du kannst nicht einfach beten, ja oder nein und alles andere erledigt sich von selber. Wenn schwierige Abstimmungen vor uns sind, wo wir uns fragen, hey, was ist gut für unsere Gesellschaft, nicht nur für mich, sondern für unsere Gesellschaft, dann ist es nicht einfach Gott, sag mir ja oder nein, was muss ich aufschreiben, sondern es ist, such dir Fakten. Probier herauszufinden, was weise ist. Die ganze Corona-Geschichte hat uns das eingebläut. Die Frage vom Impfen ist auch eine Frage von Fakten. Nicht einfach von Gott, was sagst du, sondern befasst dich mit dem, setz dich mit dem auseinander. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Jetzt weiss ich, es gibt viele Situationen, wo wir an Grenzen kommen, wo wir merken, hey, es gibt die 100%ige Wahrheit nicht oder ich kann sie nicht finden. Wir reden viel von Fake News in den letzten Jahren, wo wir einfach an Grenzen kommen. Und darum gibt es eine 4. Entscheidungshilfe. Nicht nur da, aber in vielen Situationen, wo der Heilige Geist zu uns möchte reden. Wo er uns Impuls geben kann, wo wir mit unserem Verstand vielleicht nicht aufnehmen können. Das kann sein, dass du einen Spaziergang machst im Wald. Das kann sein, dass du von deinem Bett runterknündelst. Das kann sein in einem Gottesdienst wie da, wo wir einen Moment haben von der Ruhe, wo du sagst, ich schalte auf Null. Im Moment meine Neigung, meine Tendenz, tue ich mal hinterschieben. Heiliger Geist, was willst du? Und ich glaube, wenn wir richtig fragen, ist es Heiliger Geist, wenn du zu mir redest, dann will ich dir auch gehorsam sein. Nicht einfach mal, gib mir mal deine Meinung, aber ich bestimme es dann doch. Sondern Heiliger Geist, was möchtest du sagen? Und es kann sein, dass wir einen Gedanken bekommen, wo wir merken, das ist nicht mein Gedanke, sondern ein Gedanke, den Gott mir gibt. Es kann sein, dass wir einen Bibelvers lesen, der plötzlich uns wie anspringt, wo du merkst, der redet in meine Situation. Ich spüre etwas von Gottes Reden. Es kann sein, dass du wie einen Frieden bekommst, und ich will das Wort nicht inflationär brauchen, aber so ein bisschen wie, du musst nicht mehr ankämpfen gegen Gott. Du merkst, du bist in dieser Entscheidung mit Gott zusammen. Der Heilige Geist gibt dir eine Freude, eine Ruhe in deinem Herz über eine Entscheidung. Und die 5. Entscheidungshilfe, das ist deine Lebensgeschichte. Weil keine von deinen Begabungen, keine von deinen Fähigkeiten und auch von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, sind zufällig in deinem Leben. Gott hat jede Begabung, jede Erfahrung in dein Leben hineingegeben, dass sie wie ein Hinweis darauf ist, zu was Gott dich berufen hat in deinem Leben. Was deine Bestimmung ist, wie du mit deinem Leben kannst einen Unterschied machen. Und es ist gut, wenn wir auf unsere Lebensgeschichte schauen und sagen, was hat Gott vor? Ganz besonders, wenn wir an emotionale Momente kommen. Also so im Kleinen, weißt, wenn der Verkäufer sagt, hey, der Turnschuh, der ist nur noch heute zum Kaufen da. Morgen ist er wahrscheinlich ausverkauft. Und du kommst ins Bewegen, jetzt muss ich kaufen. Sonst ist er noch nie mehr, ich werde nie mehr so einen Schuh finden. Und wir werden emotional gedrängt, etwas zu machen. Jetzt, wir reden von kleinen Entscheidungen, aber wir reden auch von schwierigen Entscheidungen, wo unsere Emotionen überhand nehmen wollen, wo wir kurzfristig denken. Und dort sagt uns die Bibel, hey, überleg dir mal, was ist die Geschichte, die Gott mit meinem Leben schreiben will. Und ist es immer der bequeme Weg, wo ich schnell sagen kann, ja, das fühlt sich jetzt gerade gut an? Oder ist es nicht der andere Weg, wo eine Geschichte schreibt, wo es wert ist, einmal deinen Kindern oder deinen Enkeln zu erzählen? Wo es wert ist, dass Gott die Geschichte schreibt? Für die Bibel kennen, ich glaube, der Josef war in so Situationen drin, wo er kurzfristig hätte können sagen, ja, das ist jetzt ein Karriereschub. Oder, hey, das ist jetzt am bequemsten. Aber er hat sich gefragt, hey, was ist die Geschichte, die Gott mit mir schreiben möchte? Das sind die 5. Und ich habe persönlich schon viele Entscheidungen getroffen, indem ich durch die 5 durchgegangen bin. Nicht einfach einen genommen habe und gesagt, der passt mir jetzt gerade. Ich habe gerade ein bisschen Frieden, fühle mich gerade gut für die Entscheidung, sondern alle 5. So wie du 5 Finger brauchst an deiner Hand. Jetzt hat es an diesen 5 Entscheidungshilfen einen Haken. Mindestens einen. Aber auf einen möchte ich eingehen. Und das ist, dass wir uns selber belügen können. Dass wir manchmal nicht ehrlich sind mit uns selber. Du hörst die Fakten, aber du willst sie nicht hören. In der Psychologie sagt man den Bestätigungsfehler. Du kannst das auf Wikipedia nachlesen. Ein Bestätigungsfehler bezeichnet unsere Neigung, die Neigung von unserem Herz, Informationen so auszuwählen, zu ermitteln und zu interpretieren, dass die eigene Erwartung erfüllt wird.
Viele von uns kennen das, oder? Du hast schon das Gefühl, du bist schon verliebt, du hast so, spürst dein Herz ganz klar in eine Richtung ziehen. Und jetzt kommt raus. Sie, die ich immer im Auge habe, sie liebt Sport genauso wie ich. Und du stürzt dich auf das und sagst, hey, wir passen zueinander fürs Leben. Sie macht gerne Sport und ich mache gerne Sport. Merkst du, was passiert? Du suchst nur etwas, das bestätigt, dass sie dir richtig ist. Und sie kann vielleicht nicht deinen Glauben haben und die Bibel warnt davon, dass wir jemanden heiraten, der nicht den Glauben haben, den wir haben. Oder du kannst gegen dein Gewissen handeln oder du kannst gegen den Rat von vielen Freunden handeln und sagen, hey, schau mal ihre Geschichte an oder schau mal, wie er seinen Job macht und mit seinen Finanzen umgeht. Aber du überhörst das alles, weil dein Herz dich betrügt. Du willst einfach etwas, egal wie die Infos, wie die Fakten, wie die Bibel ist. Ich habe ein lustiges Bild mitgebracht. Der eine sagt, hey, hast du mein Paper gelesen über den Bestätigungsfehler? Und der andere sagt, ja, aber es hat nur das bestätigt, was ich schon lange gewusst habe. Da sind wir wieder am gleichen Punkt. Wir hören nicht zu zum Lernen, sondern wir hören zu zum Antworten, um unsere Meinung weiterzugeben. Und du kannst 5 super Entscheidungshilfen haben, aber wenn du dir rauspickst, was du hören willst, dann kommst du nicht weiter, dann triffst du schlechte Entscheidungen. Es gibt Studien in der Corona-Zeit, dass wir Menschen nur die Artikel lesen über Impfungen und alles Zeug und Sachen, nur das lesen, was uns schon bestätigt. Und wir Tendenz haben, unsere Kritiker und das, was etwas anderes sagt, nicht zu lesen. Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass in den sozialen Medien du mit dem gefüttert wirst, was du sowieso wissen willst, damit du länger drin bleibst im Netz und dass man dich besser bewerben kann. Es gibt nicht ein faires Angebot und darum musst du es aktiv suchen. Darum musst du aktiv dahinter gehen. Wir Menschen gehen so weit, und das sind sicher extrem, aber dass wir sagen, schau, hey, es ist zwar ein Seitensprung, aber weisst, ich liebe doch die Person und Gott hat doch nichts gegen Nächstenliebe. Wir nehmen auch Gottes Wort und probieren uns zu rechtfertigen für Sachen, die Gott nie zulassen will. Wir haben einen Überkonsum. Wir sind nicht fair in dem, wie wir mit Materiellem umgehen, aber wir sagen, hey, ich kann es doch tun zu Gottes Ehre. Wir rechtfertigen es. Und Jeremia 17,9 sagt, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Die Bibel bringt es auf den Punkt, schau, unser Herz ist nicht einfach fair und richtig und der Gradmesser für alles, was gut und vollkommen ist. Unser Herz ist verschlagen. Die Bibel sagt im Sünde, nicht nur einfach, ich habe etwas Böses da, sondern in meinem Herz ist eine Neigung, zum das Richtige ablehnen, wenn es nicht bequem ist. Zum Gott zu sagen, hey, was du sagst, interessiert mich nicht, ich will meinen eigenen Weg gehen. Und darum haben wir die Kämpfe auch in unserem Herz, wenn wir schwierige Entscheidungen treffen. Nicht nur wegen Sünde, aber auch wegen Sünde. Jetzt, was können wir machen? Ganz praktisch. Das Erste, bleib neugierig. Bleib neugierig. Braucht das Wort wirklich, Fragezeichen, braucht das Wort ein bisschen mehr? Habe ich wirklich alle Fakten? Ist das wirklich alles, was Gottes Wort sagt? Möchte ich wirklich mit meinem Leben in die Richtung gehen, nur weil es im Moment Spass macht? Bleib neugierig. Zweitens, beziehe andere Menschen in deine Entscheidung ein. Eigentlich ist das ein No-Brainer, aber oft vertrauen wir uns so stark, viel zu fest, uns selber, unserer eigenen Kompetenz zum Entscheiden. Hast du auch schon mal «Deutschland sucht den Superstar» geschaut oder «American Idol» oder irgendeinen Wettbewerb? Und du fragst dich, hey, wie haben sie den nur reingelassen? Der kann überhaupt nicht singen. Wer hat sich das auch schon gefragt? So im Sinne von Himmel, was macht denn der da in der Show? Hat denn der keine Freunde? Hat ihm niemand gesagt, dass er grottenschlecht singt? Und weißt du was? Vielleicht hat er Freunde, aber er hat nicht auf sie gehört. Weil es können dir 10 Leute sagen, hey, du singst grottenschlecht. Weißt du, was du kannst sagen? Du meinst es nicht gut mit mir. Du gönnst mir den Erfolg nicht. Jeder hat mal klein angefangen. Wir können uns immer rechtfertigen. Aber manchmal sind die grössten Kritiker in unserem Leben die besten Freunde. Die uns, klar liebevoll, aber die uns die Wahrheit sagen können. Die wir manchmal im ersten Moment nicht vertragen.
beziehe andere Menschen ein. Ich möchte dich fragen, bei den letzten 2, 3 schwierigen Entscheidungen in deinem Leben, hast du sie wirklich mit anderen Menschen geteilt? Oder hast du sie allein getroffen? Ich glaube, auch unsere Kleingruppen, sie wären so viel spannender, sie wären so viel lebensnäher, wenn wir sagen, hey, ich habe da eine schwierige Entscheidung. Bitte teile es nicht mit der ganzen Welt, ist etwas Persönliches. Aber ich komme nicht weiter. Ich würde gerne euren Rat haben. Gerade wenn du weißt, dass Leute in der Kleingruppe vielleicht anders denken als du. Es hilft. Und dann das Dritte, setz dir eine Frist. Klar brauchen schwierige Entscheidungen Zeit, aber wenn du keine Entscheidung triffst, wenn du keine Frist hast, dann, man sagt, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung zum passiv bleiben. Es ist eine Entscheidung, um die Last von der Entscheidung monatelang mit dir umzuschleppen, obwohl du schon lange hättest können, die Last loshaben. Menschen hängen lassen und dein Leben so übermäßig optimieren. Es muss alles für mich, es muss alles stimmen, es muss alles passen. Ich will alles haben in meinem Leben. Ich will nichts verpassen. Das ist völlig unrealistisch. Setz dir eine Frist. Als ich mich für mein Studium entscheiden musste, ich hatte so 2 Studienrichtungen, die mich interessiert hätten. Und ich habe alle Fakten angefangen zu sammeln. Ich habe eine schöne Tabelle gemacht. Ich bin so einer von diesen schriftlichen Menschen. Vorteil, Nachteil, was spricht dafür, was spricht dagegen. Alles schön aufgelistet. Hat nichts gebracht. Ich habe angefangen zu beten. Heiliger Geist, red zu mir. Ich möchte deinen Willen tun. Du weißt, mein Leben ist dir und du sollst machen damit, was du willst. Red zu mir. Ich habe gelesen über Monate. Heiliger Geist, sag mir doch endlich, ETH oder Uni, oder was ist es für ein Studiengang? Nichts. Ich habe nichts gehört. Das Einzige, was ich kann, ist die Anmeldefrist von der Uni und von der ETH. Dann musst du dich entschieden haben. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann es so machen. Es ist kein mutiger Schritt, wenn du über die Linie geginkt wirst, aber du musst irgendwann eine Entscheidung treffen. Aber die Frist hat mir geholfen. Und ich muss dir sagen, du kannst zurückschauen und sagen, hey, vielleicht ist es nicht so eine grosse Entscheidung gewesen. Oder vielleicht hätte es mich ein Jahr gekostet, wenn es total die falsche Studienentscheidung war. Man kann zurückschauen und etwas lernen. Oder man kann zurückschauen und sagen, es war nicht so schlimm gewesen. Aber du musst, wir sagen im Volksmund, ein stehendes Auto kann man nicht lenken. Manchmal musst du dich bewegen, um auswerten, was du mit dieser Entscheidung gemacht hast. Gut. Wir haben gemerkt, so einfach in dem Thema, schwierige Entscheidungen sind nie schwarz-weiß. Sind oft, wir müssen gegen uns vorsichtig sein mit unserem Herz. Wir haben nicht alle Fakten. Und das bringt mich zum zweiten Gedanken in unserem Vers Sprüche 16, Vers 1. Es heißt, der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das ist das, was wir bis jetzt darüber geredet haben. Das ist unsere Verantwortung, zum gute Entscheidungen zu treffen. Aber es gibt noch eine andere Seite der Medaille. Und das heißt, das letzte Wort aber hat der Herr. Entscheidungen sind wie eine Medaille mit 2 Seiten. Du siehst immer nur die Vorderseite. Du siehst, was deine Freiheit, um dich zu entscheiden, und deine Verantwortung, um eine gute Entscheidung zu treffen. Was wir nicht sehen, aber was da ist, sagt die Bibel, ist, dass in jeder Entscheidung Gott auch hineinwirkt. Das letzte Wort hat der Herr. Und die zweiseitige Medaille ist so wertvoll, so tröstend. Hey, auch bei jeder Entscheidung, kleine und große Entscheidungen, Gott hat immer das letzte Wort. Wenn du falsche Entscheidungen triffst, Gott wirkt in dieser Entscheidung hinein. Wenn du Entscheidungen getroffen hast, die du bereust, Gott ist dort und hat hineingewirkt in die Entscheidungen. Entscheidungen, wo du überfordert bist mit den Fakten. Entscheidungen, wo du nicht auf den Heiligen Geist gehört hast oder ihn nicht gehört hast. Das letzte Wort hat trotzdem immer Gott. Und das ist ein riesen Trost. Gerade in Entscheidungen, die uns überfordern. Es gibt eine Seite von unserer Verantwortung. Das, was wir säen, sagt die Bibel, das werden wir ernten. Und da gibt es eine andere Seite. Und das ist, dass Gott in allen kleinen und grossen Entscheidungen von unserem Leben so wirkt, dass schlussendlich seine guten Ziele in Erfüllung gehen. Sagt uns die Bibel. Für uns ist das, also gerade als westlich denkende Menschen, ist das ein riesen Widerspruch. Also entweder
bin ich frei und treffe meine eigenen Entscheidungen und dann kann Gott überhaupt nichts noch im Nachhinein irgendwie machen. Oder Gott ist wirklich so souverän und hat einen Plan für die ganze Welt, für jeden Mensch, aber dann bin ich nicht frei, sondern ein Roboter. Wir denken immer entweder oder. Entweder bin ich frei oder Gott ist am Wirken. Aber wir bringen das logisch nicht zusammen, aber die Bibel sagt uns, schau, so ist es. Wir als Menschen, und das ist Teil von unserer Geschichte, von unserer Zivilisation, dass wir entweder oder denken. Ich erzähle euch 2 Geschichten. Die erste Geschichte kennen alle Gimmi-Schüler, das ist die Geschichte vom Ödipus. Alle, die die Geschichte haben müssen lernen für Prüfungen, haben Mitleid gehabt mit dem Ödipus. Der war nämlich ein Königssohn, dem ist das Orakel hat ihm gesagt, das griechische Orakel, du wirst deinen Vater umbringen und deine Mutter heiraten. Und der Ödipus hat so Angst bekommen von dem Orakel, dass er weggelaufen ist in ein anderes Land, damit er das Orakel ja nicht heimsucht. Aber es ist eben dann doch so gekommen, wie das Orakel gesagt hat. Und er hat ohne sein Wissen seinen Vater umgebracht und seine Mutter geheiratet. Und die Moral der Geschichte ist, du kannst dem Schicksal nicht entrinnen. Und wir können so extrem denken, dass alles Schicksal bestimmt ist. Und ein Stück weit prägt so unser Leben. Nämlich dort, wo wir sagen, hey, es bringt ja sowieso nichts, wenn ich Entscheidungen treffe. Es hat doch keinen Wert, es kommt sowieso raus, so wie es rauskommt. Die Resignation von unserem Leben. Und wir sagen, hey, ich weiss, wie meine Eltern waren, ich weiss, wie meine Großeltern waren, mein Leben wird nicht anders rauskommen. Dort geben wir uns rein in das extreme Schicksalsdenken. Aber die Bibel sagt, hey, du kannst 10 falsche oder schlechte Entscheidungen getroffen haben, aber eine gute Entscheidung kann die Richtung von deinem Leben ändern. Du hast eine Verantwortung, deine Entscheidungen haben Bedeutung, haben Einfluss. Und dann gibt es eine andere weltbekannte Geschichte, Literaturträchtig, und das ist «Zurück in die Zukunft», wo der Doc Brown an Marty sagt, «Your future is whatever you make it, so make it a good one». Wo er ihm sagt, hey, was immer du entscheidest, entscheid so, dass dein Leben gut wird. Du hast dein Leben in deiner Hand. Und ich würde sagen, das prägt unsere Kultur heute ganz, ganz stark. Du kannst sein, was immer du sein willst. Du triffst Entscheidungen von deinem Leben. Du bestimmst über dein Schicksal. Es tönt in unserer Musik, das tönt in unseren Medien uns entgegen. Und so gut, dass es tönt und uns in eine Verantwortung hineinnimmt, wir sind total überfordert mit so einer Welt. Dein Herz betrügt dich, du hast nicht alle Fakten. All die ein bisschen älter sind von uns, wir schauen zurück auf unser Leben und sagen, ich bin so froh, ist es nicht so gekommen, wie ich es ursprünglich geplant habe. Ich bin so froh, habe ich dann meine Jugendliebe doch nicht geheiratet. Ich bin so froh, habe ich dann die Investition doch nicht gemacht, da hätte ich mein ganzes Geld verloren. Wir wissen so wenig. Und die Welt sich sagt, hey, du trägst das Schicksal von deinem Leben ganz allein auf deinen Schultern, Tag für Tag. Und schau mal, was die Bibel sagt. Sie sagt, schau, es ist beides. Die Bibel ist so praktisch, so lebensnah. Sie sagt uns, hey, du spürst etwas von dem, dass Gott die Welt lenkt. Du spürst richtig. Du spürst etwas von der Verantwortung, die du hast für dein Leben. Du spürst richtig, weil beides gleichzeitig wahr ist. Was ist das für ein Trost, dass du heute kannst sagen, hey, wenn ich eine schwierige Entscheidung muss treffen, dann darf ich gelassen in die Zukunft schauen, weil Gott wirkt in meinen Entscheidungen und Gott kommt mit meinem Leben zum Ziel. Der Gott, wo dich liebt. Der Gott, wo du gesagt hast, hey, Gott, du bist mein Herr. Das heißt im Sprüch 16, Vers 2, der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Aber wenn wir es noch so gut meinen, Gott sieht weiter und du darfst gelassen sein für deine Zukunft, für deine Entscheidungen. Und gleichzeitig ruft dir Gott heute zu und sagt, bist mutig, wenn du Entscheidungen treffen musst. Hab keine Angst, zögere nicht, nimm die Verantwortung wahr. Was für eine Ehre, dass du darfst ein Kind von Gott sein, wo Gott sagt, hey, du bist nicht ein Roboter für mich, sondern ich zeige dir mein Wesen, meinen Willen und ich lasse dich entscheiden. Das ist etwas, was dein Leben wertvoll macht. Das ist etwas, was deinem Leben Bedeutung gibt. Bist mutig, auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Denk daran, dass jede Entscheidung 2 Seiten hat. Und weißt du, wieso bin ich so überzeugt, dass das ist? Weil Gott die schwierigste Entscheidung
für dich und für mich bereits getroffen hat. Wo er Jesus auf die Welt geschickt hat, wo Jesus ans Kreuz ist. Es heißt in Apostelgeschichte 2,23: Ihr habt Jesus ans Kreuz nageln und ermorden lassen. Wir tragen als Menschen eine Schuld. Der Petrus redet da in der Apostelgeschichte zu den führenden Juden. Hey, ihr werdet gerichtet werden, sagt der Petrus, dass ihr Jesus gekreuzigt habt. Das ist eure Verantwortung. Es ist eure Schuld. Ihr habt die schlimmste Entscheidung getroffen von eurem Leben. Den Messias zu kreuzigen. Unsere Verantwortung. Aber gleichzeitig sagt Gott, damit erfüllte sich, was bei Gott schon lange zuvor beschlossen war. Was ist das für ein Gott, der unsere schlimmsten Entscheidungen, unsere Sünden, unsere Fehler, dort, wo wir uns von Gott abgekehrt haben und gesagt haben, du hast mir nichts zu sagen, Gott nimmt all das und wendet es für dich und für mich zum Besten. Gott hat gewusst, dass die Juden Jesus kreuzigen, dass die Römer Jesus kreuzigen. Und er hat gesagt, das ist mein Weg, wie ich der ganzen Menschheit Vergebung schenke. Das ist meine Art und Weise, wie ich aus Negativem Positives mache, wie ich aus Sünde noch etwas Gutes machen kann. Wir bleiben verantwortlich vor Gott, aber Gott sagt, schau, ich bin da, um dich zu befreien. Ich bin da, um dich zu erlösen. Und der Gott, der seinen Sohn ans Kreuz geschickt hat, um dir zu vergeben, deine Fehler, deine Fehlentscheidungen zu vergeben, der ist heute da und sagt, komm, ich nehme mich an der Hand, ich nehme dich an der Hand. Vertrau mir für deine schwierigen Entscheidungen. Vertrau mir für deine Zukunft. Bist du bereit? Psalm 16, Sprüche 16, Vers 3 heißt, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Der Vers bedeutet nicht, ich kann Gott erzählen, was ich vorhabe. Und dann kann ich machen, was ich will. Und er wird es nachher segnen. Es heißt, das Wort in dem Vers heißt, roll deine Entscheidungen zu Gott. Bring alles zu Gott. Vertrau ihm dein ganzes Leben an. Sage ihm, Gott, du kannst sagen, was immer das du willst. Du kannst mich leiten, wie immer das du willst. Ich vertraue dir. Dann wirst es du gut machen. Ich möchte dich fragen heute, bist du bereit, schwierige Entscheidungen mutig zu treffen, weil Gott dir hilft, weil Gott dir Entscheidungshilfen gibt. Weil Gott sagt, ich möchte, dass du die Verantwortung übernimmst. Du kannst es, ich bin bei dir. Und auf der anderen Seite möchtest du Gott vertrauen, dass dort, wo du dich im Nebel fühlst, dort, wo du vielleicht wie ich sagst, hey, ich habe alles ausprobiert und es hat mir keine Klarheit gebracht. Ich muss einfach Gott vertrauen, dass es gut kommt. Dass Gott sagt, hey, ich habe es im Griff. Deine Zukunft ist eine gute Zukunft. Ich liebe dich. Lass uns beten. Danke, Vater, dass du da bist in diesem Moment. Und vor unseren Augen gehen Lebensgeschichten vorbei, wo wir zurückdenken, wie du uns gut geleitet hast. Aber in unseren Herzen ist vielleicht auch an dem Tag grosse Unruhe über Entscheidungen, die vor uns stehen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt einfach durch die Reihen gehst. In der Lounge, im kleinen Saal, auch die Heim, Menschen trösten tust, Menschen aufrichten tust, Menschen Mut gibst. Du rufst uns aus, dir zu vertrauen, weil du so ein mächtiger Gott bist. Weil du uns hilfst, auch in den schwierigsten Entscheidungen. Heiliger Geist, hilf uns heute Morgen ehrlich zu sein mit uns selber. Dass wir uns nicht mehr länger anlügen. Die Entscheidungen, die wir treffen. Dass wir dich nicht mehr länger anlügen. Dass wir ehrlich sind. Mach uns so demütig, dass wir sagen können, ich brauche Hilfe in Entscheidungen. Ich brauche andere Menschen an meiner Seite. Mach uns so mutig, dass wir keine Angst haben vor Entscheidungen. Weil du bist da. Oh, du rufst Menschen jetzt gerade in Erinnerung, dass sie Söhne und Töchter Gottes sind. Dass sie nie allein sind. Dass ihre Zukunft bestimmt ist von Gott. Dass sie dazu beitragen.
Ich habe vorher in der Worship-Zeit den Eindruck gehabt, dass Menschen da hinkommen. Du hast dich so allein gefühlt, obwohl viele Leute um dich herum sind, aber du hast dich innerlich allein gefühlt. Gott spricht dir zu, hey, du bist nicht allein. Das ist eine Art von Gottesdienst, den wir machen mit dunklen Lichtern und jeder darf mal reinkommen in den Gottesdienst und einfach sehen, wie Kirche ist. Aber du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Du bist nicht allein, du hast eine Familie. Kirche ist eine Familie von Menschen, die füreinander da sind. Wir müssen nicht allein durch schwierige Entscheidungen durchgehen. Vielleicht ringst du damit, ehrlich zu werden mit deinem Leben. Du siehst, was es alles bedeuten würde. Du musst Sachen aufdecken, wo du musst Sachen bekennen, wo du musst ins Reine kommen mit deinen Freunden, mit deinen Eltern. Vielleicht mit Menschen an der Arbeit. Ich möchte dir Mut zusprechen. Geh den Weg. Er führt in Freiheit. Es fällt eine zentnerschwere Last von deinem Leben. Komm jetzt. Bitte Jesus um Hilfe. Bevor wir noch einfach in Worship gehen und den Gott arbeitet, der alle Macht hat und alle Liebe für unser Leben, ich will einfach noch den Moment nutzen, um mit den Menschen zu reden, die eine schwierige Entscheidung haben heute Morgen. Und das ist die Entscheidung, will ich Jesus vertrauen? Will ich Jesus mein Leben anvertrauen? Und ich habe einfach in der Vorbereitung gedacht, ich möchte mit dir durch die 5 Schritte durchgehen. An dem Tag möchte ich fragen, wenn du über deine Werte nachdenkst, wenn du über die Werte nachdenkst, die unsere Gesellschaft stark macht, über die Gebote oder Gesetze, die unsere Gesellschaft stark macht, sind das nicht alles Werte, die aus Gottes Wort herauskommen? Hast du wirklich schon mal die Fakten gesammelt über das Leben von Jesus, wie er gestorben und wie er auferstanden ist? Bist du ehrlich mit dem Moment, wo Gott zu dir redet? Vielleicht ist das so ein Moment, du merkst, abgesehen davon, dass ich predige oder Bibelstellen vorlese, du merkst, dass Gott persönlich zu dir redet, dass er dich zieht zu sich, dass er sagt, hey, ich möchte mit dir das Leben verbringen. Wie gehst du mit Gottes Stimme um? Bist du ehrlich? Wenn du dein Leben anschaust, siehst du nicht wirklich die vielen Momente, wo Gott dich bewahrt hat, dass du an den Ort und in die Situation hineingekommen bist, wo du heute bist, wo Jesus dich ruft und sagt, hey, ich möchte dir eine Zukunft bereiten. Vielleicht braucht es für dich noch Zeit, um das durchzudenken, aber nimm es ernst, lass das nicht vorbeigehen. Aber vielleicht gibt es Menschen, die sagen, hey, ich habe viel Zeit gehabt, ich habe mir viele Gedanken machen. Jetzt ist die Frist da, um eine Entscheidung zu treffen für Jesus. Und dann möchte ich dich einladen, mit mir zu beten an Morgen und Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und wir wollen das miteinander machen als Kirche, wir wollen einfach mit dir mitbeten, ein kurzes Gebet an der Leinwand, wo du einfach ehrlich kannst sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Komm, wir wollen das miteinander beten, du kannst das im Platz leislich mitbeten. Und Jesus wird das Gebet beantworten. Jesus, mir ist bewusst worden, dass ich mein Leben selber bestimmt habe und getrennt bin von dir. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Übernimm du die Führung von meinem Leben und verändere du mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Amen. Ich gratuliere dir, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Ich weiss, Jesus kommt in dein Leben, er wird dich leiten, er hat eine gute Zukunft für dich, er liebt dich über alles. Der Stefan wird nachher noch mehr zu dieser Entscheidung sagen. Aber jetzt wollen wir zuerst aufstehen und miteinander einfach den Jesus anbeten, der uns so liebt und der uns immer wird leiten. Geil.